Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, Köller Alab, sage ich mal an der Stelle. Auch wenn ich dieses Jahr selbst nicht aktiv dabei bin, aus beruflichen Gründen, das Übliche halt in letzter Zeit, würde ich aber sagen, ich bin jetzt auch keiner, der 5 Tage komplett durchziehen würde. Aber so einen Tag nehme ich normalerweise schon mal gerne mit, wenn es denn passt. Dieses Jahr ist das dann halt leider anders und zumindest bis Rosenmontag gilt das gleiche auch für unsere Mannschaft. Aber dazu kommen wir später. Am kommenden Samstag um 18:30 Uhr treffen 2 Vereine aufeinander, die über eine große Tradition verfügen, aber in Sachen 50+1 unterschiedliche Strukturen haben. Aber bevor wir über Strukturen sprechen, müssen wir erstmal eines festhalten. Der VfB Stuttgart ist sportlich wieder da. Nach dem Abstieg 2019 sind sie 2020 wieder aufgestiegen und was danach passiert ist, das muss man halt anerkennen. Sie haben sich Stück für Stück stabilisiert, sich wieder im oberen Drittel festgesetzt und mit dem DFB-Pokalsieg im letzten Jahr schloss sich für viele Fans damit ein Kreis. Der erste Pokalsieg seit 1998. Das ist keine Kleinigkeit meiner Meinung nach. Ich muss sagen, als ich das Spiel gesehen habe, da war ich übrigens relativ entspannt. Viele haben vielleicht Arminia Bielefeld die Daumen gedrückt. Ich war da relativ neutral. Ich wollte einfach nur guten Fußball sehen. Allerdings, ich mag solche Comebacks von Traditionsvereinen. Das gibt Hoffnung, dass Geschichte im Fußball eben doch noch zählt. Natürlich entgeht auch mir nicht, dass dieser sportliche Aufschwung auch mit finanzieller Stabilität zu tun hat. Und damit kommen wir zum strukturellen Teil. Der VfB hat seit einiger Zeit Investoren an Bord geholt, unter anderem Porsche und Mercedes-Benz. Aber, und das ist entscheidend, das geschah durch eine demokratische Entscheidung. Die Mitglieder haben zugestimmt damals. Und genau das bedeutet ja 50+1. Das heißt, maximal 49% können veräußert werden, wenn die Mitglieder das so wollen. Denn 50+1 bedeutet nicht kein Kapital. 50+1 bedeutet, die Mitglieder behalten die Kontrolle. Solange der eingetragene Verein die Stimmmehrheit hält, bleibt der Verein Mitglieder geführt. In erster Linie. Das ist ein Unterschied zu Konstrukten wie letzte Woche, bei denen die Kontrolle faktisch außerhalb der Vereinsbasis liegt. Und der erste FC Köln geht da halt einen anderen Weg. Das ist ja bekannt. Hier will die Mehrheit der Mitglieder bewusst keine Anteile verkaufen und ich finde das eigentlich schon sehr nett. Also ich finde das eigentlich lobenswert, dass man da irgendwie seiner Linie treu bleiben möchte. Und ich respektiere das. Oder sagen wir es mal so, das kann man respektieren und vielleicht sogar bewundern. Aber man muss genauso respektieren, wenn Mitglieder eines anderen Vereins sich demokratisch für einen anderen Weg entscheiden. Und halt ein gutes Beispiel für funktionierende Vereinsdemokratie ist die Rückkehr zum alten VfB-Wappen. Das wurde damals von den Mitgliedern getragen und umgesetzt und sowas Ähnliches wünsche ich mir für den FC. Siehe das Video hier. Denn das zeigt, die Basis hat Einfluss. Und wenn wir beim FC irgendwann dauerhaft unser Retro-Wappen zurück wollen, dann ist das keine Investorenfrage, dann ist das eine Mitgliederfrage. Nun ja, kommen wir zum aktuellen Umstand. Der VfB steht auf Platz 5. Zuletzt gab es einen kleinen Dämpfer in St. Pauli. Das heißt für uns, die werden mit Wut im Bauch antreten. Mit Spielern wie Dennis Undav, der immer für ein Tor gut ist, mit Alexander Nübel im Tor, der seit Jahren konstant abliefert und auch mit einem alten Bekannten, Jeff Chabot. Der, muss ich sagen, hat ja immerhin beim Abstieg alles gegeben und daher habe ich ihm den Pokalsieg letztes Jahr schon irgendwie gegönnt. Dann wäre da noch Justin Deal, der sportlich vielleicht noch nicht durchgestartet ist, aber trotzdem einen DFB-Pokalsieg im Lebenslauf stehen hat. Allerdings ist er aktuell verletzt, ebenso Nate und Stiller soll ebenso fraglich sein, ist vielleicht zu unseren Gunsten. Aber kommen wir nun zu unserer Mannschaft. Wir haben zuletzt gegen ein deutlich extremeres Beispiel von Investoreneinfluss 2:1 verloren. Das haben wir im letzten Video bereits verarbeitet oder zumindest versucht zu verarbeiten. Was die Lage nicht einfacher macht. Unsere direkte Konkurrenz im Tabellenkeller hat fast geschlossen gepunktet. Bis auf Werder Bremen, das nehme ich mal wohlwollend zur Kenntnis. Was ich dieses Jahr allerdings positiv sehe, die Mannschaft bleibt an Weiberfastnacht nicht in Köln. Die sind nämlich gerade unterwegs, sie reisen frühzeitig ab und trainieren werden sie erstmal in Frankfurt bei einem Zwischenstopp oder so, habe ich das irgendwie verstanden. Solange sie sich vom Bahnhofsviertel fernhalten, ist alles gut. Ich finde das jedenfalls konsequent. Und in den letzten Jahren ist das Thema Karneval sportlich nicht immer glücklich gelaufen. Die lange Leine wurde von einigen Spielern schamlos ausgenutzt. Und dieses Jahr heißt es also, Saufen verboten. Zumindest bis Rosenmontag. Wobei ich persönlich sagen würde, Rosenmontag müsste man sich erstmal mit mindestens einem Punkt verdienen. Aber gut, der FC und seine Karnevalsprinzipien, das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Wenn wir auf Stuttgart schauen, dann erinnere ich mich durchaus an Phasen, in denen wir doch richtig gut aussahen. Es gab Jahre, da sind wir mit Selbstverständlichkeit dort aufgetreten. Aber die letzten Auftritte waren schwieriger. Seit der Niederlage 2021-22 haben wir dort nichts Zählbares mehr mitgenommen. Das bedeutet, der VfB ist seit
seit einigen Jahren so eine Art Angstgegner geworden. Von daher definitiv kein Selbstläufer. Aber wenn wir dieses Jahr wirklich disziplinierter auftreten, wenn Karneval mal etwas mehr so hinten ansteht, okay, Dienstag war eine Karnevalssitzung, aber wir sind ein bisschen früher nach Hause gegangen, dann habe ich zumindest einen kleinen Funken Hoffnung, dass wir vielleicht einen Punkt aus Stuttgart entführen können. Und deswegen ist es nun an der Zeit, das Spiel zu tippen. Und tippen tue ich natürlich nicht allein. Den größten Teil übernimmt, seitdem ich es umgeändert habe, meine Community. Und wir entscheiden das Ganze wieder mit Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Ja, liebe Freunde, ich bin ziemlich überrascht, was ihr diesmal getippt habt. 54 Follower haben teilgenommen. Und seht euch das mal an. 39% tippen auf einen Heimsieg für den VfB, 31% auf ein Unentschieden und 30% auf einen Auswärtssieg für unseren ersten FC Köln. Allerdings, diese Option fällt dieses Mal komplett weg. Da bin ich sehr überrascht. Also dieses Mal geht es nur darum, Unentschieden oder Niederlage. Also aus unserer Perspektive. Von daher, ja, das hier ist das positivere Ergebnis. Also diese Seite, das wäre das Unentschieden und das hier wäre der Bock, die Niederlage. Schauen wir mal, Geiß oder Bock? Man könnte sagen, wir haben vielleicht von der Prognose her Glück gehabt. Unentschieden in Stuttgart. Und ja, von daher wäre mein Tipp ein 0:0. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass großartig Tore dann fallen würden. Insbesondere auf unserer Seite, zumal Said El-Maler momentan ein kleines Formtief hat und auch irgendwie jetzt auch nicht wirklich jeder trifft von unseren Stürmern. Von daher jetzt, ich sag erstmal 0:0. Wenn es überhaupt dazu kommt, mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Dann, liebe Freunde, wir sehen uns dann wieder zur Reaction. Ich muss sagen, die Reaction, das könnte sich ein bisschen verzögern. Gegebenenfalls, weil ich muss komplett Karneval arbeiten. Also das zählt auch für Samstag und Sonntag. Muss mal schauen. Erwartet die Reaction wohl eher Sonntagabend, weil ich muss das auch noch schneiden. Kann sein, dass ich direkt nach dem Spiel aufnehme, aber ich muss noch schneiden. Ich will das so haben, dass es geschnitten ist. Ein bisschen Qualität bei den Umständen, die ich habe, muss sein. Das wäre jetzt aber auch alles an der Stelle. Ich entlasse euch für heute bis zu meiner Reaction und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen ist sie alt.